Ja, hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zu meinem Nachbericht zum Spiel in der Gruppe D zwischen England und Italien. Ja, kommen wir zur Aufstellung. Bei den Engländern hat Sterling statt Lallana gespielt und bei den Italienern ist Tormann Buffon ausgefallen, er ist verletzt, für ihn Sirigu. Ja, wie erwartet hat Chiellini Desilio links in der Abwehr ersetzt, aber in der Innenverteidigung haben dann Barzagli und überraschenderweise Paletta gespielt, also nicht Bonucci, und rechts war Damian dann im Spiel, ja. Kommen wir zum Spiel. Ja, die Engländer haben sehr gut begonnen. Also vor allem haben sie auch immer wieder mit Weitschüssen probiert, wahrscheinlich auch, weil eben Buffon nicht im Tor war. Das erste Mal in der 4. Minute durch einen Weitschuss von Sterling, der wirklich eine starke Partie abgeliefert hat. Dann gleich eine Minute später darauf Henderson mit einem Weitschuss, den Sirigu wieder gut parieren kann. Ja, dann in der 8. Minute gab es eine Szene, wo Pirlo im Strafraum den Arm von Johnson trifft, aber der Arm war angelegt, deswegen glaube ich ja absolut korrekt, dass da kein Elfmeter gepfiffen worden ist. Auffallend bei den Italienern, dass sie vor allem über die rechte Seite, über Damian und Candreva agiert haben. Dadurch musste bei England der Linksverteidiger Leighton Baines eigentlich sehr defensiv agieren, ging kaum mit nach vorne. Ja, in der 12. Minute kam dann der nächste Weitschuss, diesmal von Welbeck. Und in der 16. Minute hat es dann Glenn Johnson probiert, der auch immer wieder mit nach vorne gerückt ist. Ja. In der 19. Minute gab es dann den ersten Weitschuss von den Italienern durch Candreva, wo Hart ein paar Probleme gehabt hat, also erst im Nachfassen den Ball dann hatte. Ja, ich muss sagen, ich war überrascht über das Tempo. Es war sehr abwechslungsreich, es ist hin und her gegangen, denn wie gesagt, die Temperaturen waren sehr hoch, es war hohe Luftfeuchtigkeit, deswegen habe ich eigentlich erwartet, dass es ja eher defensiv geführtes Spiel sein wird, aber dem war nicht der Fall. Zum Glück, ja, auffallend bei den Engländern, dass ja die Flügelspieler, also Sterling und Welbeck, immer wieder rochiert haben, das heißt, sie haben oft die Seiten gewechselt und haben dadurch die Italiener immer wieder vor Probleme gestellt, ja. In der 23. Minute gab es dann das erste Mal ein Lebenszeichen von Balotelli, er machte einen Weitschuss knapp über das Tor, ja. In der 24. Minute gab es dann wieder eine gute Chance für die Engländer. Welbeck mit einem starken Antritt bringt den Ball flach hinein und Barzagli kann gerade noch so für Sturridge klären und der Ball geht fast ins eigene Tor, also fast ein Eigentor. Und auch bei der nachfolgenden Ecke gab es dann Gefahr im italienischen Strafraum. Sirigu wirkte da nicht ganz sicher, allgemein bei hohen Bällen Sirigu nicht hundertprozentig sicher, also sehr zögerlich beim Herauslaufen. Ja. Dann in der 28. Minute ging es weiter, diesmal wieder die Italiener, ein Schuss von Candreva, wie gesagt auch auf beiden Seiten sehr viele Weitschüsse, aber insgesamt die Abwehr von England ist bis zu diesem Zeitpunkt sehr gut gestanden, hat jetzt nicht so viel zugelassen. Die Italiener hatten zwar viel mehr Ballbesitz, aber die Engländer hatten zwar weniger Ballbesitz, aber haben halt eben viel schneller und direkter nach vorne gespielt und ja, das war dann der Grund dafür, ja. Dann in der 33. Minute gab es dann auch wieder eine gute Aktion von Balotelli. Er kommt im Strafraum zum Kopfball nach einer Flanke, aber trifft den Ball nicht richtig. Ja, und dann in der 35. Minute war es soweit, das 1:0 für Italien durch Marchisio nach einer Ecke, das war wahrscheinlich so einstudiert, wo Verratti Richtung Pirlo an der Strafraumgrenze spielt. Pirlo steigt drüber und ja, Marchisio kommt dann frei zum Schuss und platziert ins linke Eck. Ja, war ein bisschen gegen den Spielverlauf, weil bis zu diesem Zeitpunkt waren eigentlich die Engländer die bessere Mannschaft, meiner Meinung nach, ja. Aber die Engländer haben ja sofort geantwortet in der 37. Minute durch Sturridge, also Sterling spielt Rooney ja links auf der Seite sehr schön frei und Rooney spielt dann den Ball in die Mitte zu Sturridge, der nur mehr einschießen braucht und ja, und damit das hochverdiente 1:1, ja, dann bis zur Halbzeitpause, dann vor der Pause gab es dann noch einen guten Weitschuss von Damian und dann
In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gab es dann noch gefährliche Aktionen von Italien, wo Balotelli, der schön von Pirlo freigespielt wurde, und dann den herauskommenden Hart hat er dann überhoben, aber Jagielka kann dann noch auf der Linie klären. Und dann beim nachfolgenden Corner kam dann nochmal Candreva gefährlich an den Ball, aber sein Schuss ging an die Außenstange, und ja, und somit ging es mit einem 1:1 in die Halbzeitpause. Ja, in der zweiten Halbzeit ging es dann gleich wieder weiter. In der 49. Minute ein Weitschuss von Sturridge, den Sirigu zur Ecke klären kann. Ja, und in der 50. Minute kam dann das 2:1 für die Italiener. Eine wunderschöne Flanke von Candreva, der Leighton Baines schön aussteigen lässt, und ja, Balotelli köpfelt stark ein. Cahill war der Gegenspieler von Balotelli, aber die Flanke war einfach perfekt. Da kann man ihm nicht wirklich einen Vorwurf machen, und Hart war auch ja eigentlich ohne Chance. Ja, also einfach schön herausgespielt von den Italienern. Ja, dann in der 51. Minute gab es dann ja eine Situation im Strafraum, wo Welbeck fällt, aber ich glaube, das war nichts. Er ist halt sehr theatralisch gefallen, und der Schiedsrichter hat da weiterspielen lassen. Ja. Dann in der 54. Minute ein gefährlicher Schuss von Rooney mit links, schießt er rechts am Tor vorbei, und ja, war eigentlich die erste gefährliche Aktion von Rooney. Dann in der 55. Minute Glenn Johnson mit einer gefährlichen Hereingabe, aber De Rossi konnte die klären. In der 56. Minute gab es dann ja auch wieder eine strittige Situation im Strafraum, wo Gerrard zu Fall kommt. Der Schiedsrichter Kuipers zeigt sofort einen Abstoß, aber in der Zeitlupe, ja, also Paletta ging da schon Richtung Gerrard, also der Kontakt war da. Ja, kann man vielleicht sogar Elfmeter geben. Ja, schauen wir mal. Ja, in der 57. Minute gab es dann den ersten Wechsel. Thiago Motta kommt für Verratti. Ja, und dann in der 60. Minute ging es dann gleich weiter. Eine gefährliche Hereingabe, aber Hart kann den Ball noch klären vor Balotelli. In der 61. Minute dann wieder Sturridge mit einem guten Weitschuss. Danach kam dann Ross Barkley für Welbeck in der 61. Minute, ja. Und dann in der 62. Minute die Riesenchance für Rooney. Baines spielt ihn ideal frei, er macht noch einen Haken, aber setzt dann den Ball knapp links neben das Tor, und ja, man mag es kaum glauben, aber Wayne Rooney ist immer noch ohne ein einziges Tor bei einer WM. Ja, kann man kaum glauben. Er hatte, das war die größte Chance, ja, dass er hier sein erstes WM-Tor erzielt. Ja. Dann in der 63. Minute spielt De Rossi gut auf Damian, aber sein Schuss wird abgeblockt. Dann gleich darauf gab es einen Konter über Barkley, aber auch diesen Schuss kann der Sirigu sehr gut parieren. Dann in der 68. Minute gab es einen guten Schuss von Candreva, aber auch der ging neben das Tor. In der 72. Minute kam dann wieder Glenn Johnson mit einem Weitschuss, wie gesagt, sehr viele Weitschüsse auf beiden Seiten. Ja, dann in der 73. Minute gab es einen Wechsel für Italien. Immobile kam dann für Balotelli rein, und bei den Engländern kam Wiltshire für Henderson. Ja, und dann in der 77. Minute wieder gute Chance für die Engländer, ein Freistoß von Baines, sehr gut geschossen, aber Sirigu kann da wieder parieren. Ja, in der 79. Minute kamen dann die letzten Wechsel. Bei den Italienern kam Parolo für Candreva und dann Lallana für den sehr guten Sturridge. Ja, aber in den letzten 10 Minuten hat man dann doch gemerkt, dass die Hitze den Spielern zugesetzt hat. Also die Engländer haben es zwar noch versucht, aber die Italiener haben zum Schluss noch sehr gut verteidigt. In der 92. Minute gab es dann noch die erste gelbe Karte in diesem Spiel für Sterling, und in der 94. Minute gab es dann die letzte Chance für die Italiener durch Pirlo nach einem Freistoß, den er an die Latte setzt. Ja. Danach war Schluss, die Italiener gingen knapp 2:1, und ich muss sagen, das war das mit Abstand beste Spiel bei dieser WM. Also zwei wirklich sehr gut eingestellte Teams, spielerisch und taktisch stark. Ich finde, beide waren auf Augenhöhe. Ein Unentschieden wäre meiner Meinung nach das gerechte Ergebnis gewesen, aber die Italiener waren dann eben um die Spur reifer, erfahrener, ja, und auch ruhiger, und das hat vielleicht am Ende den Ausschlag für die Italiener gegeben. Ja. Aber ich muss sagen, trotz alledem hat mir England sehr gut gefallen, haben ja wirklich sehr gut gespielt, und aber leider trotzdem
verloren. Ja, bei den Italienern muss man sagen, Palette in der Innenverteidigung hat jetzt nicht wirklich sicher gewirkt, könnte eine Schwachstelle sein, und auch links hat man gemerkt, dass Chiellini, dass das nicht seine standardmäßige Position ist. Er war natürlich als gelernter Innenverteidiger sehr defensiv, sprich über die linke Seite ist offensiv wenig gekommen, ist die Italiener hauptsächlich über die rechte Seite. Ja. Zu den besten Spielern, also bei den Engländern war auf alle Fälle Raheem Sterling vielleicht der beste Mann neben Sturridge. Bei den Italienern muss man natürlich Pirlo hervorheben wieder. Er war der Regisseur im Mittelfeld, hatte über 100 Ballkontakte, und ja. Und der zweite Mann bei den Italienern, den man hervorheben sollte, ist Candreva, der das 2:1 durch Balotelli sehr gut vorbereitet hat und auch sonst immer wieder sich offensiv sehr gut eingefügt hat, gute Weitschüsse abgeliefert hat, ja, und mit am Sieg beteiligt war, ja. Ja, jetzt ist meine Frage an euch. Was habt ihr von dem Spiel gehalten? Habt ihr es auch so toll gefunden wie ich? Ja, schreibt es unten in den Kommentaren. Ich würde mich freuen über ein Abo. Ich bedanke mich für euer Zuhören und sage Tschüss, euer Little Piccolo.